Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst hier aus dem Kreuzpunkt zu euch heim in die Stube. Schön, dass auch ihr Kinder da sind. Und wie ihr ja schon von den letzten Wochen wisst, Céline hat auch für euch eine Geschichte vorbereitet, die ihr auf der Kinderseite findet. Spannend ist, dass jetzt in den kommenden Wochen die Kinder und auch die Erwachsenen sich mit der gleichen biblischen Geschichte werden beschäftigen. Danke euch allen auch für eure Bilder, die ihr geschickt habt, die man auf der Homepage sehen kann. Es ist so eine gute Möglichkeit, dass wir einander wenigstens so sehen können, wenn wir uns schon hier im Kreuzpunkt nicht treffen können. Danke auch für eure Erlebnisse, die ihr mitteilt, schriftlich, wo ihr auch auf der Homepage nachlesen könnt. Heute in diesem Gottesdienst wollen wir auch das Abendmahl miteinander feiern. Ich denke, es wird ein besonderer Moment sein, einfach auch wieder daran zu denken, was Jesus für uns am Kreuz da hat. Mein Name ist Barbara Marti. Ich bin da mit meinem Mann Christoph. Er wird uns ins Geschehen hineinnehmen von der Hochzeit von Kana. Es ist das erste Wunder, das Jesus da hat, und der Johannes hat das im Johannesevangelium im Kapitel 2 aufgeschrieben. Ich lese daraus. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte: Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: Tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sich die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser, und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm: Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Manchmal wünsche ich mir ein Wunder. So einen Moment, wo Jesus einfach ein grosses Problem wegnimmt. Es wäre einfach weg. Ein Wunder, wenn ich an zerbrochene Familienbeziehungen denke. Ein Wunder, wenn ich von Krankheitsnöten höre. Ein Wunder. Ich denke, ihr könntet auch einiges dazu beifügen, was für euch etwas wäre, was ihr euch wünschtet, es wäre einfach weg. Ja, auch ich habe schon Wunder erlebt. Eines davon ist ganz sicher das, wie ich den Christoph kennengelernt habe vor 34 Jahren. Oder ein anderes, wo eine Krebserkrankung beim Christoph einfach erkannt worden ist und man noch zur rechten Zeit operieren konnte. Und auch in meiner eigenen Krankheitszeit möchte ich wirklich einfach darauf vertrauen, dass Jesus dabei ist. Wunder zeigen sich also auf ganz verschiedene Art.
wenn wir im Johannesevangelium die 7 Wunder durchlesen, dann sehen wir auch, wie vielschichtig sie sind. Die Predigtserie lautet «Mehr als ein Wunder». Wir wollen uns jetzt auf den Weg machen, herauszufinden, was Jesus mit diesen Wundern sagen will. Und zwar gerade heute mit dem Wunder, das an der Hochzeit von Kana passiert ist. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Danke, dass du uns durch die vergangene Woche begleitet hast. Du weißt, was wir alles erlebt haben. Ob es Sachen waren, die uns schwer gemacht haben, ob es Sachen waren, die uns gefreut haben, oder einfach eben eine Mischung davon. Und ich danke, dass wir gewusst haben, dass du dabei bist. Und ich danke dir auch, dass du jetzt bei uns bist, hier im Kreuzpunkt, aber auch bei allen, wo auch immer sie die Predigt jetzt werden hören. Wir freuen uns einfach, dass wir so, weil du da bist, verbunden dürfen sein. Amen. Das war echt peinlich. Wenn wir uns das so vorstellen, die Hochzeit, da kommt die Serviertochter. Ah ja, sie haben ja noch ein leeres Weinglas. Ich gehe gerade holen in die Küche. Und sie kommt und sagt, oh, leider, der Wein ist jetzt einfach ausgegangen. Wir haben jetzt einfach nur noch Wasser. Wasser fürs Hochzeit. Natürlich könnte man sagen, ja, das ist ja begreiflich, oder? Die haben 7 Tage lang gefeiert. Am ersten Tag war richtig so die Hochzeit und die Zeremonie und dann 7 Tage lang Open House. Irgendwann kann der Wein ausgehen. Und man könnte auch entgegenhalten, da ist Jesus gekommen und eine Handvoll Jünger, die er bis zu dem Zeitpunkt hatte. Aber ob die so trinkfest sind und der ganze Weinvorrat zu Ende war, hin und her, für die orientalische Gastfreundschaft, es war einfach peinlich. Kein Wein mehr. Und sie mussten gewärtigen, dass, wenn das so bleibt, dass zum Dorfgerede in Kana wird, dass alle sagen, oh ja, das ist ja die Familie, das ist das Ehepaar, wo beim Hochzeit der Wein ausgegangen ist. Und Jesus ist gekommen und hat die Peinlichkeit, wo man sich hätte schämen musste, die Demütigung auf die Seite geräumt. Aber zum Glück war die Boulevardpresse noch nicht dabei gewesen. Wenn er das auf die Seite geräumt hat, das wäre heutzutage wie ein Gast, der mit dem Lieferungswagen vorfährt. Und als Hochzeitsgeschenk hat er 650 Flaschen Wein. Ja, so. Und dann nennt er sich noch Meister, Rabbi. Also, wie passt das zusammen? Wir wollen dem ein bisschen nachgehen, dem ersten Wunder, das Jesus macht in Kana. Und einfach uns der Symbolik auch bewusst werden, wie ist ein Zeichen von der Freude. Jesus bringt Freude. In der Bibel ist sich sehr bewusst, dass es auch einen Missbrauch gibt, dass es eine Trunkenheit, und darum ist auf der anderen Seite wie ein Bild vom Gericht. Aber jetzt einmal das erste Mal, zuerst feiern, dann arbeiten. Jesus ist auf Judäa abgegangen. Dort war seine Taufe, der Start von seinem Dienst auf dieser Welt. Die Stimme, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, der kommt auf die Welt hinein. Siehe, das ist Gottes Lamm, hat der Johannes der Täufer gesagt. Und jetzt hat er so gestartet, ist jetzt wieder Kana in der Nähe von Nazareth auf die Hochzeit. Also das Erste, was er gemacht hat, so eigentlich richtig so, ist zuerst gefeiert und nachher Reich Gottes bauen. So ist Jesus. Er ist in die Familie hinein. Wir spüren, ihm ist Familie wichtig. Das ist nicht ein Wunder gewesen, das jetzt in der grossen Öffentlichkeit passiert ist, sondern in dem Privathaus
von dem Ehepaar, das geheiratet hat. Es ist ihm wichtig, Freude in die Ehe hineinzubringen. Es ist ihm wichtig, Freude in die Familie hineinzubringen. Es ist ihm wichtig, zu feiern, dass Christen feiern können. Es ist wie der Start, den er jetzt feiert, zu dem neuen Zeitalter, das anbricht, wo er anfängt zu wirken und predigen. Es ist aber wie auch die Abschlussfeier. Er ist jetzt nicht mehr ein Sohn in dieser Familie drin, sondern ist jetzt auf Reisen, bis er sein Leben beendet. Er macht, so lesen wir da im Vers 9 und 10, in dem Johannes 2, er macht beste Wein. Er macht nicht nur irgendwelche Wein, sondern beste Wein. Also er macht beste Freude. Er möchte, dass wir Christen eine Ausstrahlung haben von Lebensfreude, von Lebensbejahung, von Lebensmut. Wir sollen nicht so abgelöscht umeinander laufen. Natürlich, Christ sein hat eine ganz ernste Seite. Es ist ein heiliger Gott. Und es gibt einen breiten Weg, der ins Verderben führt. Es gibt einen schmalen Weg, der zum Leben führt. Es gibt Konsequenzen, okay. Aber wir sollen als Christen, so will uns der Text sagen, als fröhliche Christen leben. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Er hat einfach so das Normale, so das Alltägliche, wir können so sagen, so das Geschmacklose, geschmackvoll gemacht, gehaltvoll gemacht, zu etwas Speziellem gemacht. Und so ist das Angebot, heute Morgen in dem Gottesdienst, dir zu überlegen, möchtest du ein bisschen mehr Geschmack in dein Leben, ein bisschen mehr Freude, einfach ins Normale. Für die Hochzeitsgäste ist irgendwann auch wieder Montag geworden und einfach das Normale, der Alltag. Aber Jesus wette, symbolisch gesprochen, ein bisschen Geschmack in deinen Alltag hineinbringen, dass du es darfst geniessen, etwas Spezielles. Wenn dein Leben so ein bisschen fad erscheint und du fragst, was ist einfach Sinn, dass du leere Hände entgegenbringst. Es ist ja ein Wunder, dass aus Wasser Wein wird. Es ist ein Wunder, wenn du mitten in den Schwierigkeiten dich freuen kannst. Ich habe immer wieder Mühe, wenn Leute sagen, ja, wir müssen halt positiv denken. Ach, das ist mühsam, immer positiv denken. Aber Jesus kann aus dem Wasser, aus dem Normalen, als Wunder etwas ganz anderes machen. Die Moleküle verwandeln, die Situation, unsere Sicht verwandeln. Aber in dem Ganzen rein Wasser zu Wein, kommen wir jetzt an eine seltsame Stelle, wo uns gar nicht mehr so freundlich scheint. Vers 3 und 4, das macht uns eigentlich nicht mehr so Freude. Da sagt jetzt Maria zu Jesus, du weisst, der Wein ist ausgegangen, oder? Jetzt haben die Leute nur noch Wasser im Glas. Also sie sagt eigentlich nicht, dass er etwas machen sollte, oder? Aber einfach so, ja. Und dann sagt Jesus, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Wenn wir das in einer wörtlicheren Übersetzung haben, laut Elberfelder, was habe ich mit dir zu schaffen? Also eine brüske Zurückweisung, eigentlich wie eine Frechheit, so geht man doch miteinander nicht um. Aber das kommt immer wieder im Alten Testament vor, die Redewendung. Und darum ist sie so schwierig zu übersetzen, dass sie richtig rauskommt. Wir haben eine von diesen Vorkommensstellen ist beim David. Er ist auf der Flucht, der Feldherr steht ihm zur Seite und der hat nun das steht in 2. Samuel 16,9,
die Idee, wo einem einen danach jagt und ihn verflucht, hey, ich gehe und schlage ihm den Kopf ab. Ich räche mich. König David, du musst dir das nicht gefallen lassen. Räch dich. Bring den ums Leben. Und der David sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, zu tun? Er sagt einfach, auf das gehe ich nicht ein. Ich lasse mich da nicht beeinflussen. Und Jesus sagt zu seiner Mutter, jetzt bist du nicht mehr einfach die, wo sagt, was ich zu tun habe. Du bist zwar meine Mutter, aber er redet jetzt eben nur eine liebe Frau. Das tönt auch so wieder zurückweisend, oder? Ist es aber eigentlich nicht, weil auch am Kreuz, wo dann Jesus sorgt, dass der Johannes seine Stelle übernimmt, für die Maria zu sorgen, sagt er auch wieder, liebe Frau. Also Jesus grenzt sich da ab. Und das ist wichtig. Es ist ein neuer Zeitabschnitt. Er ist jetzt der Messias, der Herr. Er tritt jetzt auf als Sohn Gottes. Vorher war er in der Familie drin der Sohn von der Maria gewesen. Und wir müssen das einfach uns vorstellen. Also der Josef kommt da gar nicht vor. Also ist der, so muss man annehmen, schon recht früh gestorben. Und es war am Erstgeborenen, an Jesus, sein Amt zu übernehmen, die Familie zu ernähren, also wahrscheinlich als Zimmermann. Er hat Familienarbeit, er kennt Familienarbeit. Und jetzt sagt er, jetzt ist sie abgeschlossen. Für uns heisst das, natürlich, Jesus ist unser Bruder, im Geistlichen gesehen, aber gleich nicht einfach so, dass wir sagen können, du weißt jetzt, ich habe das Bedürfnis, du solltest jetzt und mach jetzt und renn da und. Er ist Herr. Und wenn er uns Freude gibt und Wasser zu Wein macht, das Normale zu etwas Speziellem in unserem Leben drin, dann bestimmt er, wie, wann, wo. Einfach, wir sind nicht sein Herr. Er ist der Chef im Leben drin. Und dann kann Freude entstehen, wenn wir ihn machen lassen. Also Wasser zu mir machen heisst Freude schenken ins Leben. Lebensfreude, Lebensmut. Vollendet wird das, wir lesen das in Jesaja 25, 6-8. Eine interessante Stelle erst in der Ewigkeit. Solches Bild, ein neues Zion, ein neues Jerusalem. Und dann wird also die richtigen, feinsten Köstlichkeiten werden da serviert und alte Weine und Tränen werden abgewischt. Und der Tod wird nicht mehr sein, so wie es in der Offenbarung am Schluss dann tönt. Die Vollendung von unserem Freude, wo Jesus uns schenkt, die kommt am Schluss. Also wir spüren in dieser Begebenheit zeigt uns Jesus, er will Wasser zu Wein machen in unserem Leben, das Normale zu etwas Speziellem. Das Leben mit ihm ist aufregend. Jetzt als Zweites, wenn wir uns dem widmen, dass Jesus im Vers 11, und das macht er mehrmals beim Johannes, der Johannes bezeichnet das als das Wunder als Zeichen. Also Vers 11, er offenbarte mit diesem Zeichen seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also das Wunder ist ein Zeichen. Er will uns etwas zeigen. Wir sollen tiefer schauen. Wir sollen nicht einfach nur sehen, Jesus hat da Überfluss gemacht. Es ist ein absolutes Luxuswunder, das Jesus gemacht hat. Oder? Es ist eine mäßige Notlage. Sie hätten können sagen, okay, wir verdurstet nicht, wir haben jetzt einfach unser Wasser, oder, das wir jetzt trinken. Verzicht üben ist ja auch nicht schlecht, oder?
Es ist ein absolutes Luxuswunder. Und wenn wir jetzt einfach da oberflächlich da denken, Jesus ist jetzt so, oder? Wenn ich etwas zu wenig habe, dann gibt er mir viel, viel, viel mehr. Wenn ich keine Arbeitsstelle mehr habe, am nächsten Tag habe ich 10 Arbeitsstellen. Wenn ich keinen Partner finde, dann habe ich am nächsten Tag 10 zur Auswahl. Wenn ich kein Geld mehr habe, dann habe ich eine Kiste Gold nachher. Also das Wohlstandsevangelium. Nein, tiefer schauen. Tiefer schauen. Er will uns etwas zeigen. Er will zeigen, was das wahre Glück eigentlich ist. Dass wir durchschauen. Dass wir sehen, das Eigentliche will ja Jesus nicht, das Glück ist im Alkohol, da sind wir uns einig, oder? Dass das nur ein Symbol ist. So wie es zum Beispiel im Psalm 73 steht, dass wir zu dem kommen. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Und das haben die Jünger gemerkt. Das hat der Johannes, der das geschrieben hat, gemerkt. Es ist ein Zeichen, dass wir glauben, Jesus ist die Quelle von unserer Freude. Bei ihm zu sein, das ist das wahre Glück. Mit ihm das Leben zu verbringen, das ist das wahre Glück. Und dann sind wir auf dieser Spur, noch mehr zu entdecken. Aus dem Wunder. Wir haben ja die Reihe drin, mehr als ein Wunder. Und das zieht sich ja durch die anderen 6 Wunder, die im Johannes steht, auch noch drin. Das steht im Vers 4. Wieder die Stelle, wo die Abgrenzung ist. Was habe ich mit dir zu schaffen? Er sagt Jesus, meine Stunde ist nicht gekommen. Also Maria sagt, wie ist ausgegangen? Jetzt könnte man sagen, okay, warte noch ein bisschen. Also der Zeitpunkt stimmt jetzt nicht, dass ich da Abhilfe schaffe. Aber eigentlich 10 Minuten später macht er nachher aus Wasser Wein. Wie passt das überhaupt zusammen? Er meint mit meiner Stunde etwas ganz anderes. In Johannes 17, Vers 1, das Schlussgebet, kann man sagen, das grosse, hohe priesterliche Gebet vor seiner Kreuzigung, sagt er, jetzt ist die Stunde gekommen. Jetzt, Kreuzigung und Verstehung, das ist die Stunde. Da ist die eigentliche Herrlichkeit zu sehen. Also tiefer gesehen. Nicht das Wunder Wasser zu Wein ist gross, sondern das Größte ist. Das grösste Wunder, die grösste Herrlichkeit ist, dass der Sohn Gottes in die Welt kommt, sein Leben hingibt, am Kreuz stirbt und aufersteht. Im 3. Punkt hören wir noch mehr darüber. Tiefer gesehen heisst aber auch, schauen, was passiert, woher kommt. Es gibt die Warnung, die der Paulus ausspricht, in 2. Thessalonicher 2, 9 und 10. Schaut an. Wenn etwas Übernatürliches, Wunderbares passiert, heisst das nicht, dass das von Gott kommt. Der Mensch der Gesetzlosigkeit macht auch Zeichen. Und die Zeichen zeigen auch etwas, dass es etwas Besonderes ist. Wir lesen da aber, dass der Hintergrund Lüge ist, Unrecht ist, Irreführung aller Art. Also, wo etwas Übernatürliches passiert, heisst das nicht, dass es Gott ist. Und das verunsichert uns. Müsste nicht. Wir müssen nur sehr kritisch sein. In all dem okkulten Schamanismus und. Da passiert etwas. Satan hat übernatürliche Fähigkeiten. Und man kann nicht einfach sagen, wenn uns etwas passiert, das ist ein Erlebnis mit Gott. Wenn wir durchschauen, sehen wir, all die Erlebnisse mit Gott zeigen Jesus, wo seine Stunde gekommen ist, wo er am Kreuz hängt und nachher aufersteht. Also, Wunder schauen wir durch.
Schaut durch, in der Hochzeit zu Kana, in dem Wunder, da macht Jesus Wasser zu Wein. Das ganz normale Leben zu Freude. Und noch etwas weiteres. Es geht da um Reinheit. Der dritte Punkt geht um das Geschenk von der Gnade in Bezug auf ins Reine kommen, mit sich selber, mit Gott und mit anderen. Es ist nicht ein Nebendetail, dass jetzt da nicht zum Beispiel die leeren Weingefäße, die sie an diesem Hochzeit hatten, durch das Wunder plötzlich voll geworden sind. Sondern im Vers 6 lesen wir, das sind die Steinkrüge, die dann mit Wasser gefüllt worden sind. Die Steinkrüge zur Reinigung, wo man vor Mahlzeiten gebraucht hat, nach Mahlzeiten. Eine kultische Reinigung, noch ganz kompliziert. Zuerst Wasser tröpfeln lassen, von oben nach unten über die Hände und dann von unten nach oben und dann die Hände in einer gewissen Art reiben. Ja, das ist für das gebraucht worden. Und aus dem heraus macht Jesus den Wein. Aus Wasser, wo zur Reinigung gebraucht worden ist. Und das sind 6 Krüge. Da mag sich der Johannes, der das etwa 50 Jahre später geschrieben hat, sein Evangelium genauer erinnern. Es sind 6 Krüge. Ein 7 Krüge wäre die Vollzahl. 6 Krüge ist das Unfertige, das Unvollendete, das Unperfekte, das Fehlerhafte. Also die Reinigung, die jetzt da eigentlich immer passiert ist, das ist eigentlich nicht. Das will Jesus sagen. Das, was ihr eigentlich macht, das macht euch nicht rein. Aber es ist noch ganz interessant. Ich habe mich gefragt, wieso hat der Mensch das Gefühl, das braucht er? Das ist ja nicht aus der Bibel heraus, sondern eine Zeremonie, die sich die Juden so vorgestellt haben, wie man das immer machen muss. Jesus hat sich da nicht immer daran gehalten. Ja. Das eine ist, wir kennen ja 2 Formen, könnte man sagen, von Kulturen heutzutage. Es gibt eine Schuldkultur und eine Schamkultur. Und die Soziologen finden jetzt heraus, dass unsere Schuldkultur immer mehr zur Schamkultur wird. Aber eigentlich haben wir beides in uns hinein. Und beides entdecken wir. Die Schuldkultur, das ist dann das Gewissen, das sagt, das hättest du nicht sagen sollen. Das hättest du nicht machen sollen. Und dann kommt die Reinigung, oder? Die Selbstreinigung. Der halbe Stress, du musst dich immer wieder innerlich rechtfertigen. Ja, ich bin ja schlecht behandelt worden, drum, oder ich habe eine schlechte Kindheit gehabt, oder es ist einfach jetzt mein Temperament, das so ist. Wir tun uns immer ständig selber reinigen. Ebenso mit den Reinigungswasser, das wir haben. Und dann ist noch das andere, wo jetzt Jesus dann in Lukas 11 einem Pharisäer vorwirft. Da heißt es ja so, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln. Da ist er jetzt ganz in der normalen Sprache inne und dann macht er einen Switch da und euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Da kommt er plötzlich aufs Herz. Also, man poliert aussen dran. Schamkultur heisst, da ist nicht das Gewissen im Vordergrund, ich habe diesen und jenen Fehler gemacht. In der Schamkultur heisst es, ich bin ein Fehler. Dass es mich gibt, ist eigentlich ein Fehler. Ich genüge nicht in dieser Gesellschaft. Ich bin zu wenig. Ich bin. Und darum muss ich da mein Outfit polieren. Ich darf nie etwas zugeben. Einen Fehler gibt es ja nicht, weil sowieso alles erlaubt ist in der heutigen Zeit. Aber so wie poliert. Und da ist jetzt Jesus, der sagt, kein Stress, wenn ihr das macht. Mit diesen Krügen voll Wasser und dann müsst ihr so reinigen und so reinigen. Und ihr Pharisäer, ihr poliert aussen. Und innen dran sind ihr völlig überfordert mit eurem Herz.
Nein, ich mache aus dem Wasser, aus den Reinigungszeremonien ganz etwas anderes. Und das wollen wir jetzt zusammen anschauen. Wir haben ja heute Morgen Abendmahl. Und was jetzt Jesus sagt, was eigentlich dass der Wein ist, der zur Reinigung wäre, das sagt er beim letzten Abendmahl, wo er es einsetzt am Passafest mit seinen Jüngern. In Matthäus 26, 28 und 29. Und wir sind da eben jetzt am deckten Tisch. Natürlich, Jesus ist zu Tische gelegen da mit seinen Jüngern bei dem Passafest, aber es ist auch ein Passafest gewesen. Es ist etwas Feierliches gewesen. Man hat sich gefreut dafür, Befreiung von Ägypten. Und wenn wir uns in den Augenblick versetzen, wo jetzt Jesus sagt, zu dem Wein, er sagt da, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Jesus weiß, am nächsten Tag werde ich gekreuzigt. Das Blut wird vergossen. Das ist Schmerz. Das ist Schande. Das ist Scham. Und das hat er gesagt, das ist für euch ja zum Feiern. Das ist eure Reinigung. Zur Vergebung der Sünden für viele. Wenn wir das annehmen, das ist unsere Reinigung, das ist unsere Freude, das ist unser Wein. Das haben wir zu feiern. Er fährt weiter. Ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Rebe trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Und dann die Perspektive. Wieder werden wir zusammen sein, so wie Jesus beim Passen mit seinen Jüngern zusammen war in seinem Reich. Dann wird alles anders sein. Nicht das Reich von Gewalt und von Ungerechtigkeit, wie wir es in dieser Welt haben, sondern ein Reich von Liebe und Gerechtigkeit. Und mir ist unter die Haut einfach so, werde ich mit dem Vater zusammen mit euch trinken. Mit seinen Jüngern. Das gibt Gewissheit. Wir werden das Ziel erreichen. Mit ihm. Nicht allein. Mit ihm. Jesus als unsere Reinigung. Reinigung von Schuld. Reinigung von Scham. Mit ihm. Er hat es vollbracht. Und so wollen wir feiern. Ihr alle, jetzt in der Stube daheim, sind eingeladen an den Tisch. An einen hochzeitlich gedeckten Tisch. An einen schönen Tisch. Jesus will, dass wir es geniessen und wir wollen jetzt zusammen seine Liebe, sein Angebot geniessen und entgegennehmen. Wenn wir zusammen das Abendmahl feiern, das ist ein Bekennen. Wir leben von dieser Gnade und von dieser Freude und nicht von der selbstgemachten Reinigung und der Hochpolitur gegen unsere Scham. Wenn ihr jetzt Brot und Wein noch nicht parat habt auf eurem Tisch, dann könnt ihr auch kurz einmal stoppen, die Übertragung.
und dann wollen wir zusammen das Abendmahl feiern. In der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's und sprach: Nehmet, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Herr Jesus, ich danke dir für dein Lieb. Einfach, du bist den Weg gegangen. Du hast schon beim Start gewusst, was deine grosse Stunde wird sein. Dass deine grosse Stunde ein grosses Leiden ist, aber für uns die grosse Erlösung. Danke für dein Lieb, das du für uns gebrochen hast. Nach dem Mahl nahm Jesus den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Herr Jesus, wir sind deine Verbündeten. Du hast nicht einfach ein gutes Wort gesprochen, sondern du hast dein Leben hingegeben. Und nicht irgendwie, sondern auf die brutalste Art. Du hast uns erlöst. Und durch dich und mit dir werden wir das in Ewigkeit feiern. Ja, in dem grossen Fest, in dem neuen Jerusalem. Amen. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ihr auch Lieder als Anbetung jetzt hören, Liederlisten für klassischen Gottesdienst und für den modernen findet ihr auf dem Internet. Und wir zusammen wollen den Gottesdienst beschliessen und um den Segen bitten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Segen von der Gemeinschaft mit dir, dass wir aus der Bibel dein Wesen erkennen, dass du da bist als Freudenmeister, uns möchtest Freude geben, auch in der Unwegsamkeit und Widrigkeiten vom Leben. Und wir bitten dich, dass wir durchschauen. Wenn der Alltag irritierend ist, durchschauen in diesen Beispielen von Wunder, in diesen Ereignissen, wer du bist. Du bist der Gleiche. Und so danken wir dir, dass wir unter deinem Segen und Schutz dürfen durch die kommende Woche. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns gern hat. Wir haben Jesus Christus, der uns erlöst. Wir haben den Heiligen Geist in uns hinein durch die Wiedergeburt, wo die ausgossene Liebe ist, wo Kraft ist, wo Tröster ist, wo Ermutiger ist, wo Zurechtbringer ist. Danke, dass wir mit dir dürfen sagen, in deiner Nähe, in der kommenden Woche. Das ist das Leben vom Glück. Amen.